Kleines Zimmer, aber meins. Kleines Zimmer, aber meins. Ein Bett, ein Schrank mit Schreibtisch drin, ein kleines Bad daneben, Dusche, Klo, Waschbecken, alles knapp auf 2 Quadrat. Ich hab die Tür geschlossen und mich hingesetzt, das Leben stand draußen, hier war Stille. Zum ersten Mal in meinem Staat. Regeln gibt's hier viele, Zeiten, Pflichten, Abläufe und Plan. Aber die Erzieher schauen mich anders an als alle, die ich kann. Nicht wie ein Problem, das gelöst werden soll, nicht klar. Noch nicht wie ein Mensch ganz, aber fast, und das schon mal was war. Einer geht mit mir klettern jeden Donnerstag, er taucht auf, fragt mich nicht, warum ich so bin, er klettert einfach drauf. Das klingt nach wenig, ich weiß, für mich war es mehr. Jemand, der erscheint wirklich jede Woche. Ich kenn das nicht, ist schwer. Kleines Zimmer, aber meins. Zum ersten Mal. Kleines Zimmer, endlich Stille. Nur für mich. Keiner liebt mich hier, ich weiß das. Aber einer schaut, aber einer taucht auf. Kleines Zimmer, vielleicht reicht das erstmal. Schule war nicht leicht, ich prügle mich auf dem Schulhof wieder hin. Suspendiert, Krisengespräch, Lehrer, Erzieher, wer kommt drin? Erzieher, kommt Papa, manchmal Mama, meistens nicht dabei. Ich tu, als wär mir das egal, es ist mir nicht egal, es brennt schon frei. Der Psychiater sagt ADHS, ich sag, das weiß ich schon seit lang. Aber diesmal kommt was Neues, Pillen. Und der erste Gang in eine Stille, die ich kannte. Mich nicht leer, nur leiser drin, das Brausepulver im Kopf. Gedämpft, ich bin noch wer ich bin. Ich fahr alleine mit dem Bus und steigen pünktlich da. Das klingt nach nichts, für mich war das ein Berg, der vor mir stand klar. Ich hab ihn bestiegen, alleine, ohne Netz und ohne Plan. Und oben dachte ich kurz, ich kann, was ich hab, was ich kann. Kleines Zimmer, aber meins. Zum ersten Mal. Kleines Zimmer, endlich Stille. Nur für mich. Keiner liebt mich hier, ich weiß das. Aber einer schaut, aber einer taucht auf. Kleines Zimmer, vielleicht reicht das erstmal. Ich hab nachts geweint, leise, damit keiner hört. Nicht weil ich schwach bin, weil ich 13 war und nicht wusste, ob jemand irgendwann kommt, der wirklich bleibt. Mama hat manchmal angerufen, manchmal nicht. Papa hat manchmal Besuch gemacht, manchmal nicht. Die Erzieher haben Schichten, heute der, morgen ein anderer. Aber das Zimmer bleibt meins, das Bett bleibt meins. Das ist mehr als ich hatte. Kleines Zimmer, aber meins. Kleines Zimmer, aber meins. Kleines Zimmer, aber meins.